Dat is de eerste dag in 2020, so ik wil je best al een vrolijk nieuw jaar wensen. Dus de vijf zijn daar van Pastor John een nieuwe boodschap aan, dat Gott Säajent, Menschen, Auntwuaten. En we kijken naar Gott zijn Segnungen in ons leven. En wo we drei antwoorden doen naar Gott, hebben we een negatieve Einstellung, vielleicht zijn we zo druk dat we morgen Gott zijn Segnungen in ons leven niet meer. Of zijn we dankbaar en we danken Gott voor alles wat hij voor ons doet. Weet je, dat is interessant wat we moeten schaffen dat. We zijn vielleicht van Gott nicht wat meer dingen geven dan wo ik dankbaar ben. Maar nu heb ik zo weinig, dus niet voor dankbaar te zijn. En weet je, dat is de aardige Einstellung. Wenn jeder een van ons heeft een grootste Segen, wat Gott kon geven, hebben we al gekregen. En weet je, dat is in zijn Segen Jezus, dat hij naar de Erde geschickt en gestorben voor al onze Sinn. En weet je, dat is interessant. We werden sagen, dat de grootste Segen wat het heeft. Aber wenn Jesus auf diese Erde, wir Menschen sahen dort nicht so an. Und das ist eine interessante Geschichte, was wir sehen in Lukas Kapitel 4, Vers 18. Du war Jesus in deins Anfang, der erste mit all den hohen Priester taub, und der sagt es dit. Dus hij heeft mij gewählt, de armen das Evangelium zu predigen. Hij heeft mij geschickt, die hun gebrochenen hart haben zu heilen. De Vorsinnung zu predigen, dass sie frei und los sind. Und die Blinde, dass sie sein können. Die du unterdrückt sind, frei zu stellen. Und zu sagen, dass Gott sein Gnadenjahr gekommen ist. Und wollt ihr, wie wir sagen, das sind alles so gute Dinge. Und wollt ihr, diese hohe Priester, die kicken sich ein bisschen an, und dann eins weisen sie nicht, was sie wollen tun, und die bereden sich, dass sie wollen Jesus auf die Beine abbringen, zum am darauf schmieden, zum am Tod merken. Und wollt ihr, jeder Mal ist es so in unserem Leben, diese hohe Priester und diese Schriftgelehrten, die können ihn nicht annehmen, wenn die wir so in der religiösen System sind. Die haben all diese Regeln. Die müssen so und so viel Abwasch nehmen, so und so viel Helge holen, so und so eine Kleider anhaben. All diese Dinge wie in Regeln, die Schriftgelehrten haben. Und so wollt ihr, wenn Jesus durch Handscheiben und das predigen deit, da können die Menschen nicht annehmen, wenn der Jesus pose nicht an der Dose werden. Wofür passiert das in deinem mein Leben? Wir sind so dran mit uns Leben. Wir haben all diese Dinge, wo wir machen Krieg recht tun. All diese Regeln, die wir nun kommen, und unser religiöses System. Und die große Segnung, die Gott uns hat gegeben, können wir nicht annehmen, wenn Jesus pose nicht an unsere Dose nennen. Wollt ihr, Gott läuft Dankbarkeit überhaupt Gott im Säuen. Wollt ihr, in 4. Mose so wie das die Geschichte Eva und Eva von den Israeliten. Wollt ihr, die Israeliten werden ein ausgewählte Volk von Gott. Und Gott nimmt ein rites Glauberie rein, die will nur das versprochene Lohn anbringen. Das Lohn wie Gott hat ihn, dass die geht, das Einzige, was sie brauchen, tun, ist zu nennen gehen. Und dann scheinen wir 12 von den Männern rein, 10 von denen kommen 3, ganz negativ. Die sagen, die können hier nicht nennen gehen, wenn die Menschen sind so groß. Wollt ihr, die haben eine negative, grimmsäue Einstellung. Und wenn die 10 Männer ihre Einstellung, müssen die Israeliten noch einmal 40 Jahre in der Wildnis rumreisen. Wir haben nichts als die Israeliten deuten. Weil wir können entweder die positive Dankbarkeit annehmen, oder wir können negative Grimmsäuen annehmen. Und das ist so leicht, bis einmal negativ in unserem Leben zu sein. Um die Kirche als ein Beispiel zu nehmen, wir haben uns Leben Prediger verloren. Und durch so viel Weide und all unsere Horten werden. Und wir können sagen, die Weide ist so groß, wir wollen ganz abgeben. Wir wollen alles wegschmieden. Oder wir können die Unterschied checken, wir können sagen, was soll Gott die Kirche segnen dann? Was soll er wissen dann, all die guten Dinge, was Gott denkt, die Kirche tut. Aber weißt ihr, wie kann das werden? So nie, wenn wir in 2020 nennen wollen, werden wir dankbar sein für alles, was Gott uns gibt. Gott segnet, hat eine gute Weg.